Tja, Freunde, so wie es aussieht, haben wir zwar eigentlich Das genügend stört Wasser. meine Pläne. Jo, aber er hat offenbar noch irgendwie andere Probleme und die Bilanz stimmt auch nicht so ganz und so. Und ach, es gibt überall halt Probleme, Freunde. Überall gibt es Probleme. Wie könnte es anders sein? Ja, willkommen zurück hier zu Anno 1800. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal noch irgendwie am Schluss was vorbereitet gehabt. Auf alle Fälle weiß ich noch, dass mit der Teewürzerei, dass ich das, glaube ich, mal noch vorbereitet habe. Es ist ja so, zwei von denen, drei von denen, genau. Ich hatte, glaube ich, irgendwie drei von denen und dann zwei von denen irgendwie gemerkt, geht ja gar nicht. Insofern, das ist sicher neu. Und ich habe mir noch ein bisschen erkundigt, wie das genau geht, hier wegen neuen Inseln besiedeln, hier im Besa. Weil wir ja gesehen haben, von wegen, irgendwie gibt es da neues Material oder so, was ich hier gar nicht finde. Was hier noch nicht aufgetaucht ist. Kommt aber offenbar erst mit der nächsten Stufe dann. Ja, dann soll das ganze Problem klären. Und Die Nachbarn bringen mir ständig Eier. Das ist wundervoll. würde mal sagen, wir legen mal los, wa? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ah. Lehmziegel, okay, gut. Macht schon mehr Sinn. Geht ja noch mit der ersten Stufe. Bis auf das geht jetzt mit der zweiten Stufe, alles klar. So, haben wir die also. Die hätten gerne auch noch Keramik, das dann später. Erstmal müssen wir schauen, dass generell soweit alles funktioniert. Das sind einfach immer 10, die wir dazu kriegen, okay. Ja, Lebensziegel sich am Anfang gar nicht mal so übel, beziehungsweise sogar besser den Boden, beziehungsweise sogar sehr, sehr wichtig, denn sonst haben wir ein kleines Problem, was eben neue Inseln anbelangt. Warte mal, wir haben doch hier, da ist eine Flachsfarm, ich vergessen, Teff-Farm und Flachsfarm, da ist ein Unterschied. So, jetzt halt die Frage, machen wir hier eine. Das will ich jetzt momentan noch nicht genau, Moment, wie viele Felder die haben, 168, okay. 168. Nee, warte mal, dann gehst du da bitte mal kurz in den Pausenmodus. Dann muss ich mal gucken, wie wir jetzt das hier am besten machen. Hier oben. Wir haben hier natürlich noch ein Flussgrundstück. Das wäre eine Option. Und da will ich gerne das machen. Dann haben wir hier die beiden. Okay. Ihre Ja. Einwohner sind unzufrieden. Das wäre mir etwas ganz Neues. Oh, gepflasterte Straße. Jetzt mittlerweile geht's super. Wandteppiche, da kommen wir später dazu. Moment, hier. Eine Wasserpumpe hätte ich hier oben gerne. Wenn wir das schon mal haben, demzufolge eben auch mal noch eine Brücke. Wir wissen alle, über 7 Brücken müssen wir gehen. Da hilft nichts. So. Dann nochmal ganz kurz gucken. Wenn ich ja sage, ich will die gerne hier oben haben. Du hast nicht unbedingt da. Wir können es irgendwie hier so machen als Beispiel. Braucht natürlich auch noch ein Lagerhäuschen. Das dürfte das geringste unserer Probleme sein. Größer als erwartet. Und da ist noch irgendwo leer. Wenn ich So. Zeit habe, Okay, warte mal ganz kurz. Brauchst du überhaupt, dass du die Tiffern, die erfordert bewässerten Boden? Okay. Was? Flussgrundstück erforderlich. Ups. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir den Dollar direkt hier oben. Das Flussgrundstück. Gut, ich habe zum Glück insgesamt 4. Moment. Okay, ich mache das Leben so. Geht natürlich, kann man natürlich so machen. Mache ich den aber vielleicht nicht unbedingt da oben, sondern...
hier. Versuche den mal so hinzubauen, weil dann ist die Strecke sicher schon mal gegeben. Jetzt ist die Frage... 15... Okay. Eine Lehmschöpferei reicht für... Warte mal, das sind 15 Sekunden, was? Krass. Reicht für 4 Tefffarmen und 4 Lehmziegereien. Alter Schwede. Machen wir vielleicht erstmal 2. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Überschuss hier oben, aber ist das kleinste Problem. Ich muss erstmal gucken, wie ich jetzt hier wurde beendet. das am besten hier mit dem Wasser mache. Beziehungsweise halt, wie wir es hier am besten... Es mangelt an Arbeitskraft. Ganz ehrlich, Kumpel, ich habe gerade andere Sorgen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wenn ich hier das einfach so mache. Moment, das muss ein bisschen anders überlegen. Vielleicht... Das heißt vielleicht, der muss garantiert weiter rüber. Auf die Seite wäre eine Option. Ich überlege eher gerade, wenn wir den jetzt da haben. Ich mache mal die Straße da entlang. Beziehungsweise frage mich sowieso, Straße, muss die da sein? Wir sind vielleicht hier drüben irgendwie ein bisschen besser. Zum Beispiel so irgendwie. Kein Plan. Dann könnte ich hier das auch noch nutzen. So, warte mal. Den noch mal ganz kurz irgendwo hinschicken. Momentan ja, wie wir wissen, Diese scheißegal. Felder könnten sogar noch größer sein. Muss mal ganz kurz gucken. Okay. Ah gut, klar, hier ist sowieso, wie soll ich sagen, gutes Feld, ja fast. Hier ist sowieso bewässert, also beziehungsweise sowieso grün, also insofern kein Problem. Mal hier gucken, hier wissen wir, können wir es auch bis dahin ziehen. Dafür brauchen wir einen Kanal. Beziehungsweise, ich mache es jetzt hier mal so. Wenn ich dann hier weitermachen kann. Ja. Okay, ist auch nicht ganz so, wie ich es jetzt gehofft hatte. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, was ist denn jetzt los? Von wem? Ihre Insel wird angegriffen. Moment mal ganz kurz. Ich weiß noch nicht, warum zum Henker wir jetzt mit ihm Probleme haben. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ernsthaft? Verknöcherter Knauserich. Ja, dann halt. Schiff unter Beschuss. Mein Schiff. Sie glitschiger Aal. Was heißt ich, glitschiger Aal? Du bist doch selber schuld. Schiff unter Beschuss. Ich lasse Sie wieder ein wenig Ah. atmen. Natürlich. Sie brauchen Zeit, um sich zu erholen. Mhm. Maschinenlauf naht. Genau, ich brauche Zeit. So. Ich wollte eigentlich hier weiter gucken. Jetzt wäre hier eben die Hoffnung. Einerseits hier sowieso alles schon ein bisschen grün. Das ist sowieso geil. Das heißt, habe ich den Vorteil, da hätte hier jetzt einen Vorteil gehabt von dem Ding. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal, wir machen das anders, komm.
Dann kannst du nämlich hier noch ein paar Felder haben. So, und du hättest hier noch ein paar. Natürlich vorzugsweise gerade die hier oben. Jo. So. Gleich da. Dann hätten wir das zumindest schon mal. Also kann man das schon mal herstellen. Jetzt die Lehmzieglerei selber. Wobei, aufgepasst, pro Mach eine Führung, ja? 1, 1, also die beiden, aber wir wissen 4, 1. So, dann machen wir das ein bisschen anders. Ich brauche sie immer wieder, Kumpel. Aus dem Grund, weil er bringt nichts. Ich brauche pro Lehmzieglerei 100 Personen, also 100 Arbeiter. Da ist ein bisschen Matsch. Da kann ich hier noch ein paar upgraden und so, ist das kleinste Problem. Ich weiß nicht, was die noch alles für Gebäude brauchen. Beklagt sich nicht. Die Hibiskus-Tee kommt langsam. Darum können wir uns später vielleicht erstmal ganz kurz gucken. Ist ja klar, da muss ich erstmal alles auffüllen. Stahlträger bauen sie auch noch. Ach du Scheiße, warum? Warum bauen die Stahlträger? Was hat Brini getan? Hibiskus-Tee. Jo, eben das müsste eigentlich soweit funktionieren. Ja. Ganz kurz gucken, wie es mit der Auslastung aussieht. Hibiskus Farm und Teewürzereien. Hibiskusblüten haben wir ein paar. Im Lauf meiner Rechnung müssen sogar zu viele Hibiskusblüten haben, An Arbeitskraft. damit das aufgeht. Aber ist momentan eh nur, noch ein Luxusgut, also lass das mal noch ein bisschen auf sich. Keramikwerkstatt. Jetzt haben wir schon mal das Problem, wir brauchen eine Indigo-Farm dafür. Also ist das auf einer anderen Insel. Hier ist es gleich, eine Teppichknüpferei. Okay. Ich bin da nicht so sicher, was die für Gebäude dann brauchen. Von dem, was ich jetzt hier so sehe. Keramik, das. Chroniken, Grundbedürfnis. Laternen wird gefunden, da kann man etwas sein in der Hinsicht. Aber Chroniken. Vor allem Meeresfrüchte-Eintopf, warum? Ah, Kloster, okay. Was haben wir gesagt? Okay, wir wollen also irgendwann mal noch ein Kloster haben. Dann versuche mein Glück mal... Doch hier. Ich sehe hier den Platz fürs Kloster vor. Was garantiert ein bisschen groß sein wird. Und es wird wieder dunkel. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, bis jetzt zumindest noch. Okay, Feuerwache, man sieht schon, da hinten Feuerwache, hat Probleme. Was machst du da hinten damit? Was soll das? Ja, das haben wir schon damit gerechnet. Ups. Warte mal, hier oben will ich das gerne ein bisschen anders handhaben. Mal ein bisschen näher ran. So, nochmal ganz kurz gucken. Okay, da unten haben wir auch Probleme, wobei kann das Wasser hier durchleiten. Für später, das klappt dann also. Trotzdem, erstmal vielleicht gucken, dass ich hier oben noch ein bisschen weiter baue. Machen wir hier mal so 3 Reihen. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Jo, danke. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Oh nein. Oh nein, wir haben langsam keine Insel mehr, Freunde. Das stört meine Pläne. Bitte nicht. Ist das nicht die Ne, ich bin theoretisch bin ich hier, aber eben, da ist nur eine Theorie. Das gibt's einfach nicht, ey. Ich fahr schon mal runter, weil ich... Wobei, oder... Neue Befehle
Ich bring's vielleicht hoch, ja? Das ist die andere Variante. Da haben wir am Schluss hier ernsthaft nur eine einzige verkackte Insel. Gewürze. Mein Problem ist halt nach wie vor ein ganz anderes. Warum muss ich hier auf seiner scheiß Insel sein? Warum konnte ich mir keine Insel aussuchen? Warum hatte ich nicht Materialien? Ich meine, sorry, aber dass man so etwas als nächste Stufe machen kann, ist doch einfach nur Beschiss. Ja, das ist halt wirklich leider ein Hauptgrund, wieso mir... Ja, wieso ich eigentlich doch eher auch ein bisschen widerwillig jetzt gedacht habe, komm, dann halt, ja, dann machst du es jetzt halt trotz Kampagne und so. Dass du halt trotzdem mit diesem Spiel schon weitermachst, weil eben, wenn du halt die Insel nicht selber aussuchen kannst und so und vor allem nicht die Materialien hast. Wo ist er jetzt schon wieder? Dankeschön. Nein, ganz ehrlich, Leute, was soll der Mist? Was habe ich denen getan? Ja, und wo soll ich jetzt hin? Schiff unter Beschuss. Ja, gehen wir hier auf die Mini-Insel. Ja, geil. Flotte Segel in Formation. Ist so oder so scheiße, ganz einfach, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Vor allem da bei ihm in der Nähe. Uff, ja, gute Nacht, ey. Ja gut, komm. Scheiß drauf, wir können es eh nicht ändern. Wir machen das Beste draus, wenn ich halt das Let's Play vorzeitig beenden muss, dann soll es halt so sein. Ist mir irgendwie auch scheißegal, ganz ehrlich. Irgendwo hat auch meine Geduld ihre Grenzen. Gut, ja, Lehmziegel, schön. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, wie viele Lehmziegel ich genau brauche für so ein Kabäusken hier. Ein Zugbecken, Hummer. Ging leider nicht, weil ich davon nichts habe auf der Insel. Vor allem, dass die anderen das einfach so zack aber bauen konnten. Ja, wir können das bauen, da ist uns scheißegal, ob wir da irgendwie was im Vorrat haben oder so. Ja, manchmal fragt man sich schon. Manchmal fragt man sich schon, sag mal, eben Leben. Ja, eben, dachte mir schon, dass ich zu viel habe. Beziehungsweise, wie sieht es denn eigentlich damit aus? Jetzt wenig TIF. Ja, ist klar, weil es braucht direkt 1:1 auf. Gestoppt. Kein Wunder, wenn ich ihn ja aus Versehen da abgebremst habe. Ah, danke schön. Ich kann noch ein paar mitgeben. Das ist eins toll. Das lohnt sich ja, Freunde. Das lohnt sich ja. So, vielleicht mal den nächsten freischalten. Meeresfrüchte Eintopf, das stimmt, ist auch ein Grundbedürfnis, steht da ja. Keramik. Nur mal ganz kurz so ein bisschen gucken. Keramik, eben, da ist das, was ich das brauche, okay. Zumindest schon mal gut zu wissen. Meeresfrüchte Eintopf hoffe ich nicht, hier schon, also deswegen hoffe ich, dass Meeresfrüchte Eintopf. Wobei, wenn ich dafür dann die Krebse brauche, dann gute Nacht, hey. Schiff unter Beschuss. Hä? Nein, komm, Schiff. Wo wir können.
So. Gespeichert, sehr schön. Jo, dann, keine Ahnung, wie gesagt, dann gehen wir ganz kurz mit dem Schiff noch hier hoch. Jo, das kriegen wir jetzt noch hin, dass man ganz kurz die Insel noch schnappen darf, ohne dass gleich irgendwie wieder alle ausflippen. Geizkragen. Ernsthaft? Hä? Ich habe vorher 15, jetzt wird es alles wieder von Arsch. Ja, so ganz ehrlich. Sie verwehren der Katze ihr... Nun, das sollte wohl eine Nettigkeit sein, oder? War zumindest mal so geplant, ja. Ja gut, Freunde, nächste Folge machen wir uns aber vor allem dann wieder um die Quests dran. Weil, wie gesagt, ich weiß ja, wie lange das hier noch dauert, wie lange das noch gut gehen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, das könnte noch eine Weile gut gehen. Dann habe ich das Gefühl, oh, Scheibenkleister. Wir sind gleich oder bald richtig am Arsch. Ah, Schiffe. Luftschiff geht nicht, obwohl es auch ein Schiff wäre. Doof. Verhindern, dass Schiffe angegriffen werden können oder selbst angreifen. Das finde ich aber geil. Den kann man so machen. Kriegt trotzdem schon mal die Eis... Ja, hätte eigentlich die Eiskrone geben können. Super. Das ist nur schneller. Für den Warenaustausch hier unten. Volles Lager, okay. Sieht es denn generell so aus? Das ist noch steigen, Hibiskus-Tee nicht. Ich glaube, das haben wir schon gesehen, dass es eher ein bisschen lau ist. Ja, alles ein bisschen in der Schwebe. Ich glaube, langsam, aber sicher. Warte, wenn ich 3 von denen habe und 2 von denen, habe ich jetzt eigentlich schon genug Blätter übrig. Ja, doch, könnte hinkommen. Wenn ich halt noch die anderen aktivieren würde und das hier auch und so. Das wäre, glaube ich, mal eine Option, war. Aber ganz ehrlich, das hier verstehe ich noch. Warum ich das hier gemacht habe, verstehe ich allerdings weniger. Genauso wie den hier, der macht auch keinen Sinn. Der eventuell, wenn ich es hier drumherum mache, müsste für das vielleicht noch reichen. Manchmal ey. So. Schoner steht bereit. Schoner steht bereit. So. Steuermann. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich hier vorne. Flotte erwartet Befehle. So, komm. Ich habe gesagt, dass wir noch ganz kurz machen hier. Das Konto öffnen. Oh, plötzlich jetzt noch eine Insel da weiter unten oder so. Ja, weil ich kann nicht 3 Dinge hier auf so einer Insel ansiedeln. Das geht nicht. So. Neue Befehle? Ja. 8 müsste gehen. Ersticken Sie doch daran. Koordinaten gesetzt. Immer satt. Das ist etwas, was ich am Spiel, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, auch für all diejenigen, die das Anno, ja, generell dieses Anno-Spiel lieben. Und auch froh sind, so wie es wieder mal ein Anno aus der Vergangenheit gibt, beziehungsweise mit den, ja doch, gewohnten Anno-Mechanismen. Und trotzdem solche Neuerungen dabei ist, aber es gibt keinen Sinn, wieso die NPCs so bescheuert sind. Er hat 3 Inseln. Das ist meine zweite. Warum soll ich jetzt schneller mich verbreiten können als er? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur Scheiße. Tut mir leid, Leute, so das ist Scheiße. Was das Beste für unsere Sache ist. Und vor allem ist es auch schade. Sehr, sehr schade. Naja. Egal, wir haben eine neue Insel. Ich bin gespannt, wie lange wir die behalten dürfen, bevor wir wieder angegriffen werden oder so. Eben von NPCs, deren Logik überhaupt keinen Sinn macht. Aber hey, wer bin ich schon, mich darüber aufzuregen? Und mich darüber aufregen zu dürfen? Schlussendlich bin ich ja auch nur jemand wie er. Der einfach da sitzt und die Hand bewegt. Gut, er hat keine Maus in der Hand im Gegensatz zu mir, aber ist egal. Freunde, trotz allem Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Ein bisschen mehr
wie gesagt, die Kampagne bzw. die Story zocken, weil eben, wie lange das hier noch gut geht mit allem drum und dran und so, ob dieses Kartenhaus bald komplett in sich zusammenfällt, wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.